Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 7 End of Zoe auf Pelzig. Und ja, das mal wieder ganz normal in Zivil, ohne alles im Pipapo. Weihnachten ist vorbei. Ich hoffe, ihr habt wunderschöne Weihnachten gehabt. Und alles ist wieder gut bei euch. Ach ja, die hektische Zeit und so. Also tut mir auch leid, wenn ich beim letzten Mal Moje wieder gesagt habe, natürlich ist auch hier End of Zoe alle 2 Tage nur. Tut mir leid, falls ich mich da ein bisschen verbabbelt habe, das ist wieder dieses Routinezeug. Wenn die Routineformulierungen einfach drin sind, kriegt man die sehr schwer nur noch raus, muss ich sagen. Deswegen Schuldigkeit, das war nicht absichtlich, um euch Hoffnung zu machen. Es kommt alle 2 Tage auch wieder nur raus, End of Zoe. Ich habe einfach keine Zeit davor, das großartig länger noch zu machen. Also ich habe von mir einfach leider wirklich keine Zeit. Hier, dritte Boxerpuppe habe ich jetzt schon. Mehr Heilmittel finden ist unser derzeitige Quest. Und so heißt auch das Kapitel in Anführungszeichen, wo wir uns hier aufhalten. Wurde beim Speichern so angezeigt. Okay, wie sieht es denn hier aus? Hier ist nichts mehr rum. Gehen wir doch mal rein in die Gutstube. Ja, alles relativ provisorisch als Holzhütte. War an sich ganz cool gemacht, muss ich sagen. Flüssige Chemikalie, das kann man mit ein bisschen Getier mischen. Köstliche Medizin. Ab sofort gelten die folgenden Befehle. Das Mutamycet ist im Sumpf aktiv und wird weiter mutieren, solange es auf neue Organismen trifft. Der Medikamentevorrat darf dem Mutamycet nicht ausgesetzt werden. Sollten die Medikamente mutieren, werden sie nutzlos. Die Anti-Infektivum-Synthetisierungsstation ist komplett zum Raddampfer zu transferieren. Okay. Na gut. Das wird ja spaßig hier. Oh. Der Sumpf-Nemesis. Egal, komm. Ups, der haut aber auch ordentlich zu. Rechts, links. So, jetzt geht's also auf der Bashing. Okay, links, rechts. Boah, scheiße. Rechts, links, rechts. Oh, scheiße. Rechts, links und Verteidigung hoch. Rechts, links, Verteidigung. Oh, Mann. Da geht's aber gerade ordentlich auf die Fresse. Links, rechts. Oh, Mann. Oh, Mann. Rechts, links. Komm schon. Puh. Ich würde jetzt eigentlich lieber nochmal auf den Kopf treten wollen. Zumal der auch menschliche Hände hat. Irgendwas stimmt doch nicht mit dem. Der hat normale Füße, der hat Hände, der hat sowas wie ein Gesicht und ist nicht so total verbreit wie die andere Molded. Irgendwas stimmt mit dem nicht. Ich bin immer gespannt, was dem sein Problem ist. Okay. Verdammt nochmal. Apfel. Rechts, links, links. Und nochmal. Rechts, links, rechts, links. Oh. Er zeigt auch noch mit dem Finger auf mich. Also irgendwas ist mir an dem nicht geheuer. Regenerative Kräfte ist so... Okay, das wissen wir ja, dass die Bakers sowas gehabt haben, aber... mit dem stimmt irgendwas nicht. Da steht ja alles wieder noch auf. Das Sumpf-Nemesis hier. Naja, ich meine, der könnte jetzt auch einfach wieder gehen und Richtung Zoe laufen. Macht sich jetzt auch wieder auf den Weg. Der dummelt sich hier, dass er fortkommt. Ja, komm, esse ich lieber noch einen Marder. Mach mal Medizin draus. Flusskrebs, ich meine, das kann man ja noch verstehen. Flusskrebs ist ja lecker.
Aber das andere... Boxerpuppe immer hier nochmal. 4% Angriff erhöht. Sehr gut. Okay, du bist von der anderen Seite verschlossen. Ich denke, das können wir mittlerweile rüber machen. Schade, du bist von der anderen Seite verschlossen. Da ist noch irgendwas, wo man noch nicht dran kommen. Schade. Okay, du kam Sumpf wie der Sumpfmann her. Soll ich doch vielleicht auch noch speichern, oder? Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Sumpf wie der Sumpfmann. Sieht so richtig eklig aus. Er hat Sumpf in seinen Haaren. Und die Hände sind ein Graus. So, dann machen wir dich Vieh fertig. Du wiechter Alligator. Ist er schon tot? Scheint so. Aller hopp. Gut, also hier unseren Crocodile Dundee. Der kann... Unseren Crocodile Dundee kämpft offensichtlich nur mit bloße Hände oder mit Wurfspeere. Wie sich das, was so ein räudiger Sumpfschimmler auch gehört. Okay, vielleicht sollte ich doch lieber nur auf die Wurfpfeile zugreifen. Du klemmt noch einer. Sehr gut. Nicht Wurfpfeile, Wurfspeere natürlich. So. Da ist noch einer. So. Der hat nämlich ordentlich reingebissen hier. Okay. Du musst ich jetzt echt die Aare aufhalten hier in dem Gebiet. Ups, jetzt habe ich leider keine Speere mehr. Ups. Scheiße. Das sieht etwas blöd aus. Jetzt haben wir nämlich keine Speere mehr. Hier im Wasser können wir nicht rennen. Ich habe die Hoffnung, ich komme so vorbei. Ja, geht schon irgendwie. Die kommen glücklicherweise nicht hinterher. Oh Mann, Mann, Mann. Das ist bitter. Das ist echt bitter. Weil ich mir was anderes als Speere und so hämmert halt derzeit nicht, ne? Dafür haben sie hier außerhalb unglaublich viel geiler Technik investiert, um... Okay, soll ich vielleicht in die Hütte nochmal rein. Um hier nochmal so geil die Mauer aufzuziehen und schön Technik fürs Labor und so. Aber Hauptsache der Sumpf nicht entpumpt oder entwässert oder so. Box. Ah, okay. Jetzt komme ich da nochmal dran. Ah, nicht verkehrt. Mehr Heilmittel finden, genau. Hier wird gespeichert. Ne, also das finde ich schon etwas skurril, dass Umbrella hier seine Basis gemacht hat. Aber dann kamen sie nicht auf die Idee, wir forschen hier im Sumpf. Hier im Sumpf gibt es Alligatoren. Sollte ich vielleicht mal hier das Wasser rauspumpen und dafür sorge, dass keine Alligatoren innerhalb von unserer verdammten Forschungseinrichtung sind. Also das ist jetzt schon etwas unlogisch. Da habe ich wesentlich mehr Probleme mit der Logik als bei Not a Hero, bin ich ganz ehrlich. Und hier bin ich auch kritischer, was das angeht, weil das hat mich was gekostet. Und Not a Hero war gratis. Und für gratis war das unglaublich gut. So. Auch wenn ich Kra wieder auf der Pöbelbank höre, wie er wieder irgendwelche Rummotzerei hier bringt. Aber ich fand Not a Hero doch ziemlich gut. Wirklich. Okay, jetzt brauche ich nur noch Ast. Ein Ast oder so. Ja, kann nicht allein verwendet werden. Das war schon klar. Ich brauche jetzt noch einen Stock oder sowas. Dann kann ich mal selber Wurfspeere basteln. Ich denke mal, Jack ist ja so ein, Jack sag ich, Joe ist ja so ein, Conny Reimann-Typ, der schafft es schon. Okay, da haben wir noch einen Raum. Ah ja, das ist auch hier nochmal ein Safe Room. Haben wir noch irgendwas für uns? Eine Erste-Hilfe-Arznei ist sehr schön, die sollte immer an erster Stelle stehen. Ups, mehr Heilmittel finden, natürlich will ich speichern. Und weiter geht's. Gut. Ja, die Safe Rooms sind hier ziemlich no beieinander, muss ich sagen. Ich habe irgendwie die Befürchtung, dass das DLC nicht so lang geht. Ah, du hast noch eine Boxerpuppe. Sehr schön. Jetzt haben wir schon um 5%.
unsere Angriffskraft erhöht. Aber alter Falter, das ist schon geil gemacht mit dem provisorischen Forschungslabor, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber es war so logisch, dass es natürlich überrannt ist. Ast. So. Können wir kombinieren. Dann haben wir hier so einen gierigen Wurfspeer. Okay. Gut, 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 gut. Läuft hier soweit alles in Ordnung. Umbrella scheint sich da ja wohl wirklich zuerst darum gekümmert zu haben, dass Lucas Baker niedergemacht wird, dass keine unmittelbare Gefahr mehr ist. Und jetzt können halt immer mal wieder genau so Freaks hier entstehen. Oh, der sieht aber nett aus hier. Ich glaube, du brauchst Besuch beim lieben Onkel Dr. Wurfspeer. Ups, da war natürlich schön die Prärie gepfeffert. Das war jetzt nicht so clever von mir. Du Mistkerl, komm, dich mache ich fertig. Rechts, links und noch einmal, du hässlicher Punching Ball. Widerlichster Punching Ball der Welt. Wäh. Du Rosettenkasper, Igitt. So. Entschuldigung. Es geht einfach manchmal mit mir durch. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, einen Faustkämpfer zu spielen. Klar, man geht halt wesentlich mehr in den Nahkampf so. Beim Hauptspiel konnte man sich natürlich immer schön auf Distanz halten. Auch bei Not a Hero, wenn man Waffenspezialist spielt. Ist natürlich geil. Aber so ein plumper Haut drauf hier. Also wenn es hochkommt, ist der Typ Boxer. Aber wirklich ein Kampfkünstler würde ich ihn jetzt nicht nennen. Ich würde schon eher sagen, dass was der hier präsentiert, das hat eher schon was von einem Schläger. Okay. Oh. Krieg ich dich? Jo. Gut. Ein Genickzwirbler mit Platzeffekt. So ist es köstlich. So mag ich das am liebsten. Oh. Rosettenkasper, du wieder. Du warst es. Du warst es, gib's zu. Du warst es, du warst es, du warst es. Du bist schuld hier, dass die ganze Scheiße vor die Hunde geht. Gib's doch zu, verdammt. Du bist grottenhässlich. So. Mistvieh. Okay, da ist auch noch was durchgeschlittert. Metallschrott nehmen wir auf jeden Fall auch noch mit. Ja. Okay, von da kam ich. Hätte ich mich genauso gut auch von hier abhirschen können, aber ihr wisst, ich bin jetzt so der Schleichangriffstyp. Optional oder schon wieder Quest? Hauptquest. Ja, es sieht aus, als wäre das Hauptquest. Okay. Ja, der Tanker ist auch hier von ganz besonders edler Machart. Hier dieses trockengelegte Schiff oder was auch immer das sein soll. Okay. Ja. So sieht's aus. Sumpfmann. Louisiana Dundee. Mann, Mann, Mann. Oh, da ist einfach ein Ast drin in der Kiste. Auch nicht schlecht. Was man halt immer so gebrauchen kann, ne? Kombinieren wir das doch mal damit. Ich bewahre immer Ast in Holztruhe auf. So, ne? Wie sich das halt gehört. Okay, also so komme ich da nicht dran. Da muss ich tatsächlich runter. Also war das hier eher der optionale Teil hier. Na gut. Das ist halt ein Salat. So, gehen wir da runter. Bitte. Ohne dass wir zerrobbt werden von den Freakos. So. Du warst es. Du auch. So. Ja, der hat anscheinend richtig Wumms dahinter, wenn der wirft. Ich werde es wahrscheinlich bitter bereuen, weil ich das für andere, stärkere Gegner gebraucht hätte. Aber, wie mein der Pals sagt, jo, Allah. Gibt Schlimmeres.
als jetzt hier mal effektiv 2 Molded gekillt zu haben. Aber schade, dass der Speer nicht mehr rausnehmbar ist. Ich finde es auch nett, dass sie die deren Gelb nochmal mit Markierungsfarbe zeigen, was ich kaputt schlagen kann. Ach du, schon wieder. Rechts, links, rechts, links, rechts, links. Und Spä noch abgetreten kriegt. Igitt, da ist er wieder, der Rosette-Kasper. Du warst so ekelhafter Rossetti. Du ekliger Scheißtyp. Du bist der räudigste Scheißhaufe hier auf dem ganzen Schiff. Okay. Das war's mal mit dem. Ah, da ist noch einer. Du ekelhafter Kotze-Typ. So. Gut. Ich denke mal, das waren wohl die ehemalige Umbrella-Mitarbeiter. Lege zumindest nahe. Die haben auch irgendwie Pech. Da wollen sie mal gut sein hier, die Umbrella-Leute. Dieses neu gegründete Umbrella. Oh, jetzt sind wir die Gute. Und ja, dann sofort natürlich von der Scheiße überrannt war. Also die gehen wohl hier wirklich mit äußerster Dummheit vor. Anders kann man es gar nicht mit Sache. Das ist nicht äußerste Diskretion oder äußerste Professionalität. Das ist einfach äußerste Dummheit, wie die hier mit vorgehen. So. Weil die lassen sich anscheinend hier echt nochmal gut überrumpeln. Okay, da muss ich lang. Oh, da war nämlich noch was. Da täte ich gern hier. Da täte ich jetzt gern hier. Gucke mal doch mal in den Tunnel rein und gehe ich jetzt mal hier. So. Servus. Ist hier was? Ne? Ah, Motto. Eine große Boxer Bob. Champion Puppe. Erhöht um 5%. Sind wir jetzt schon bei ganze 10% mehr Angriff. Das ist geil. Das gefällt mir. So. Das gefällt mir gut. Da habe ich wohl ein Geheimversteck vorne hier. Ah, okay. Alla hopp. Sieht gut aus. So, da gucken wir jetzt mal. Was wir hier noch hin? Erste Hilfe-Arznei. Das ich wittere Bosskampf. Eventuell wieder gegen den Sumpfmensch. Sumpfmenschen, Sumpfmenschen. Wie Mensch laufen, wie Sumpf riechen. Oh Mann. Ja, schön, dass wir uns immer kennzeichnen, wie ich da oder was für der ich einschlagen kann. Wundert mich, dass der Kerl sich Spreisle holt. Der ochst da drauf wie ein Stier und holt sich nicht mal einen Spreisel dabei. Also, pff, nicht schlecht. Der muss ja echt Hände wie Schmirgelpapier haben. Gut, da kann ich immer speichern. Halte ich, glaube ich, auch für sinnvoll, das zu machen. Mehr Heilmittel finden, natürlich. So. Okay, dann machen wir das jetzt mal hier. Der Autosynthesizer. So, machen wir mal den Synthesizer. Erstmal einen Schluck Wasser nehmen wir. What? Oh, come on. Das einzigste, was er natürlich kann. Draufkloppe. This is it. Finally. Okay, jetzt haben wir's. Ja, natürlich, war doch logisch. Unser alter Freund, der Sumpfmensch, ist wieder da. Ich kann mich auch nicht wehren. Ach Gott. Durch die Metallplatte geschleudert. Uah, Bosskampf Sumpfmensch. You pile of was? Dunk? Haufen Scheiße habe ich ja verstanden, aber Pile of Dunk. Wie die Fliegen noch um den rumschwirren und den eklige Typ. Ach Gott, wie eklig. Also der hat offensichtlich ein bisschen mehr Evelyn Grütze abkriegt. Ganz offensichtlich.
rechts, links. Okay. Ich glaube, ich esse mal lieber einen Salat zwischendrin. Metallschrott haben wir da noch. Das ist lieber ein Salat. So, was haben wir da noch? Erste-Hilfe-Arznei, die nehme ich doch gern. Ein Speer ist auch nicht verkehrt, glaube ich. Okay, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Wrestling-Angriff. Was er schafft. Okay, jetzt in der Washing-Reihe. Ups. Na okay, ich habe nicht damit gerechnet, dass der Sumpfmensch sich auch bücken kann und ausweichen kann. Na gut. Ups. Oh, da hat es aber bestimmt geknackt bei so einem Angriff. Ich glaube, der Typ freut sich ja richtig, dass er mal nur wirklich einen gescheiten Kampf geliefert kriegt. Ja, man kann sich schon vorstellen, dass der so in seinem Kaff oder in der Nähe von seinem Kaff wahrscheinlich der größte Dorfschläger ist. Okay, oh, Deckung Hochhalter. Der könnte mal früher geboxt haben, könnte ich mal vorstellen. So. Uff, was macht denn der jetzt? Die geht. Rechts, links, links, rechts, rechts, links, links, rechts. Na, nicht mit mir, Sumpfi. Rechts, links, rechts, links. Rechts, links, links. Ah, jetzt hält er auch mal die Deckung hoch. Der sieht ein bisschen aus wie so ein besser animierte, wandelnde Komposthaufe aus Baldur's Gate. Okay. Oh Mann. Habe ich ihn wieder. Habe ich ihn wieder soweit. Sehr gut. Und Wrestling die zweite. Erstmal mit Genickzwirbler. Gut. Das war ordentlich. Gut gelöst, mein Lieber. Das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein. Das sollte es jetzt eigentlich gewesen sein mit dem Sumpfmensch. Der hat so ein bisschen ausgesehen wie so ein Elitit. Hätten wir da jetzt noch irgendwas machen können an den Dinger, weil die gelb sind? Habe ich mich schon während dem ganzen Kampf gefragt, aber... Ihr kennt mich ja, ich will sowas nie probieren, ich will es ja immer schwierig haben und immer nur auf einem Fleck bleiben für einen Arena-Kampf. Okay, so ein hässlicher Washing haben wir doch rein ins Nirvana gepfeffert. Aber steht Sache, das ist doch jetzt optimal, um hier unseren Cut zu setzen. Und wir sehen uns übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 7 End of Zoe auf Pelzig. Also machen's gut und bis übermorgen dann. Iron Yankee.